Hello YouTube, neues Video am Start. Und zwar geht's, wie craften wir ein perfektes Items, dass wir den richtigen Aspekt drauf haben, den richtigen Affixe drauf haben, richtig gehärtet haben und richtig die Qualität hochgewertet haben, plus Heiligen, was wir da alles brauchen. Wieso machen wir das Video? Weil in meinem Livestream immer noch sehr viele Leute kommen, wo neu in Diablo sind und für die das recht schwer ist. Plus in meinem letzten Video, eins davon, habe ich es erklärt, aber da hatte ich das Spiel auf Englisch und ihr habt meistens das Spiel auf Deutsch und darum habe ich es nochmal auf Deutsch, dass ihr wirklich alles versteht. Also, Nummer 1. Am besten spielt, wenn ihr neu seid, nach einem Guide. Ihr findet es auf Maxroll oder vitablo.de oder Mobilytics. Ich zum Beispiel spiele ein Bild von Maxroll. Das bedeutet hier mein Wingstrike Paladin, wo ich liebe über alles, habe ich hier dann das Endgame-Bild ausgewählt. Und dann kann ich einfach hier drüber haben und dann sehe ich quasi, was ich brauche. Also, wir craften jetzt eine Hose. Ich bin schon im Endgame, darum suche ich hier Sanctified aus. Ihr könnt auch, wenn ihr eben erst gestartet sind, hier auswählen oder dann, wenn ihr Uniques habt, hier, wenn ihr Mythics habt, hier und wenn ihr eben dann auch beim Heiligen angekommen seid und ihr seid im Endgame, wählt es hier aus. Also, was wollen wir auf der Hose? Wir wollen ein GA auf Stärke, wir wollen Armor, Maximum Life und Fade per Second und den mythischen Roll dann beim Heiligen Increase your Critical Strike Damage bei 100%. Den Aspekt nehmen wir 140% Armor based on your block chance. Und beim Härten machen wir auf On Garde. On Garde. Das bedeutet, wir nehmen uns eine Hose, die schon mal gut ist. Das GA auf Stärke zum Beispiel haben wir es bei der Hose nicht, aber das ist nicht schlimm, weil 3 von 4 Affixen stimmen schon mal. Das ist das Wichtigste, weil einen können wir ja umwandeln. Also, wir nehmen die Hose, gehen zu der netten Lady. Jetzt kommt das erste Aspekt drauf. Hier wollen wir dann den Rüstungsaspekt. Gehen wir Rüstung an und dann ist hier der Aspekt der Unbeugsamen. Suchen wir den aus, dann werden wir gefragt, ja, willst du es machen, weil es nachher Account gebunden ist. Dann Nummer 2. Wir haben hier ja wirklich Stärke, Maximum Leben, Glaube pro Sekunde und dann psychischer Widerstand. Psychischer Widerstand brauchen wir nicht, wir brauchen Armor. Also hauen wir das hier rein. Wählen den richtigen aus, wo wir wegrollen wollen, weil wenn es weg ist, ist es weg. Sagen ja. Und jetzt wollen wir Armor. Und da müsst ihr halt manchmal ein bisschen lange rollen, bis ihr das Richtige bekommt. Manche Sachen kommen schneller, manche Sachen gehen länger. Ich hoffe, jetzt hier geht es nicht allzu lange, bis wir Armor hitten. Weil ich keine Lust habe, dass das Video einen ganzen Tag geht. Weil manchmal geht es wirklich lange. Zum Beispiel hier, also dass noch jetzt kein einziges Mal Armor gekommen ist. Voilà. Hier kam Rüstung. Jetzt haben wir Rüstung ausgewählt. Wir haben jetzt 304 Rüstung bekommen. Der Lowest Roll ist 301, der Highest Roll ist 53. Wenn ihr halt jetzt eure Items so perfekt machen wie ihr wollt, könnt ihr weiter rollen, bis ihr 350 bekommt. Das kann richtig lange gehen und geht auch ins Gold. Und ihr verbraucht auch einige von den vergessenen Seelen. Darum, ich mache das gerade immer so, weil ich gerade richtig viel Items herstelle, dass ich immer aussuche, dass ich nahezu am Maximum Roll bin. Voilà. Zum Beispiel 348. Wegen 2 Rüstung rolle ich das hier nicht immer weiter. Weil beim Heiligen werdet ihr merken, dass wir das treffen, was wir brauchen, geht richtig lang. Also brauchen wir wirklich sehr großes Glück. Dann gehen wir es hier auf Härtung, machen das hier rein. Dann wir brauchen En Garde. Das ist ein Defensiv-Skill. Der ist hier. Hier müsst ihr halt auch, je länger ihr spielt, desto mehr wisst ihr, wo was ist.
Dann könnt ihr auch rollen. Voilà. Wir haben gerade den höchsten Roll bekommen. Weil bei On Guard ist entweder 1 bis 2. Hier seht ihr jetzt, plus 3 ist quasi Gea. Affix ist on top gekommen. Also wir haben bis zum Gea schon jetzt gerollt. Und so viel Glück gehabt, dass wir gerade das Gea bekommen haben. Jetzt hat die Hose sogar 2 Geas. Also hier könnt ihr auch eigentlich rollen, solange wie ihr wollt, bis ihr sozusagen einen Gea habt. Jetzt, um einfach nur einmal schnell zu zeigen, nehme ich eine andere Hose. Hier hatten wir gerade ein bisschen Glück. Hier nehmen wir es auch en garde, rollen jetzt nochmal. Seht ihr, jetzt haben wir plus 1. Machen wir nochmal, plus 2. Aber wir wollen ja plus 3, weil das ist Gea. Voilà, ist gekommen. Das haben wir auch plus 3 bekommen. Ihr könnt auch hier mit euren Schriftrollen, wenn ihr hier die Versuche aufgebraucht habt, die Schriftrollen wieder benutzen, damit ihr immer mehr rollen könnt, bis ihr keine Schriftrollen mehr habt, bis ihr das Gea trefft. Könnt ihr machen. Ihr könnt auch sagen, okay, mir reicht, wenn ich einen hohen Wert bekommen habe, weil ich habe nicht so viele Schriftrollen oder will die sparen. Die Schriftrollen könnt ihr eigentlich auch ganz einfach farmen. Ihr bekommt sie in der Pit, also in der Grube, in Albtraum Dungeon und in Unterstadt Kuratz. Ich habe eigentlich Pits gemacht. Also ich hatte ganz viele Rollen, eigentlich 300 Rollen und habe jetzt so viele Sachen gemacht wegen dem Heiligen, weil da ist die Chance, dass ihr das Richtige bekommt beim Heiligen sehr gering. Man sagt so 100 bis 150 mal Heiligen, dann bekommt ihr vielleicht einen mythischen Roll drauf. Genau, darum, ja, wir haben nicht mehr so viele Schriftrollen. Also, letztes, was wir machen müssen, also vorletztes, ist hier auf Stufe 25, Qualität ist 25 hochrollen. Und da am Schluss ist hier dann immer eine Zahl in Orange. Und da müsst ihr auch gucken, okay, was sagt mir der Guide, was wir brauchen. Und voilà, bei mir ist es auch gerade auf En Garde gegangen, das brauche ich auch. So, jetzt kommt Person Nummer 3, wo wir hingehen müssen. Das ist die Person, weil ihr müsst euer Item auch noch sockeln. All die Schritte, wo wir jetzt gemacht haben, müsst ihr machen, bevor ihr zum Heiligen geht. Weil wenn ihr zum Heiligen geht und ihr das Item geheiligt habt, dann geht nichts mehr. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, sind Rubinen oder Runen rein und raus machen. Alles andere ist over. Dann hier beim Heiligen reinmachen, einmal Daumen drücken, Affix ersetzt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil jetzt hat es uns ein Affix weggenommen und hier hat es zum Beispiel unsere Stärke weggenommen und uns Edelsteine wirken jetzt 103% mehr, wenn wir hier in die leeren Sockel Edelsteine reinmachen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Daher, das Item ist schon Schrott und können wir wegschmeißen. Kann leider auch passieren, aber das passiert bei legendären Items eher als bei Unique Items oder bei Mythic Items kann das gar nicht passieren. Also, ja, kann passieren, ist jetzt gerade passiert, schade Marmelade, aber das waren jetzt alle Steps. Also, Step Nummer 1, ihr geht zu jungen Damen hin, macht den Aspekt drauf, dann rerollt ihr einen Affix, den ihr nicht benötigt, zu einem, den ihr benötigt, dann geht ihr zum Schmied, macht die Härtung, härtet das drauf, was ihr bekommt, rollt, wenn ihr wollt, so lange bis das auch ein Gea ist, dann macht ihr Masterworking auf Qualitätsstufe 25. Beim letzten Roll zeigt euch an, was es drauf gerollt hat. Da auch rerollen, wenn es nicht da drauf ist, was ihr benötigt. Dann geht ihr sockeln, dann kommt ihr her zum Heiligen, drückt einmal eure Daumen zusammen und hofft, dass das Richtige kommt. War jetzt halt schade, aber das Tolle ist, wir haben hier auf dem Schwert schon einen Mythic Roll bekommen und
auf den Schuhen hier haben wir auch Mythic Roll. Hier noch ein kleiner Pro-Tipp. Flickerschritte sind zwar die Schuhe, die nicht zu meinem Bild 100% passen, aber wenn ihr zum Beispiel Andariel killt, bekommt ihr die en masse. Was habe ich gemacht? Ich habe die alle gesammelt, bin einmal zum Schmied gegangen, habe Qualität 25 einfach hochgerollt, weil da könnt ihr nur das machen, Masterwork auf 25 Qualität hoch, egal was hier jetzt gebraucht hat, hier als Bewegungsgeschwindigkeit als letzten Slot genommen, egal was, genommen, mit allen Schuhen hierher gerannt und die alle geheiligt. Und zack, habe ich einen Mythic Roll drauf bekommen. Und wieso habe ich das gemacht? Weil die Schuhe sind eigentlich für jeden Paladin okay. Mit dem Mythic Roll on top sind sie saugeil. Weil halt legendäre Schuhe zu finden, wo alle Affixe passen, und die dann hier zu heiligen und dass das hier drauf kommt, ist, ja, geht sehr lange, kostet viel Gold. Aber hier, das machen, die Unique-Schuhe einfach schnell Quality 25 zu machen, schnell heiligen, kostet fast gar nichts und ihr bekommt diese Schuhe en masse, plus die Schuhe sind okay zum Spielen. Und wenn ihr hier dann einen Mythic drauf bekommt, dann top. Gut, ich hoffe, das Video war gut erklärbar. Ich hoffe, man hat alles verstanden. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen für ein Like, für ein Follow und wenn ihr mal im Twitch-Stream vorbeischaut. Wir streamen immer schön alle zusammen, also helfen uns gegenseitig in der Community. Wir ziehen Leute hoch, wir verschenken Items, wir craften auch für euch Mythics, also wir gucken, dass ihr so schnell wie möglich an Funken drankommt und dann gebe ich euch die Runen, dass ihr euer Mythic erarbeiten könnt. Also wir haben in den letzten paar Tagen recht viele Leute von irgendwie T1 zu T2 auf T4 hochgebracht, haben die zugekleistert mit guten Gegenstände, plus sind dann noch Bosse gerannt, dass sie noch schneller gelevelt sind und. Also kommt gerne ins Stream vorbei, ich bin fast jeden Abend online. Kuss geht raus an euch, weil ihr seid die Besten. Danke euch.